Erst um 8:30 starte ich heute Morgen in Cebreros auf dem Camino de Levante. Der Camino de Santiago de Levante von Valencia nach Zamora ist 820 Kilometer lang. Die 24. Etappe von Cebreros nach San Bartolomé de Pinares hat 16 Kilometer. Gleich nach Cebreros steigt der Jakobsweg steil an. Insgesamt hat die heutige Etappe 550 Höhenmeter. Der anstrengende Anstieg wird mit schönen Ausblicken auf Cebreros und die bergige Landschaft des Iberischen Scheitegebirges belohnt. Nach einer guten Stunde erreiche ich den Pass Puerto de Arrebatacapas. Die ersten 300 Höhenmeter sind geschafft, von nun an geht es nur noch moderat bergauf. Auf über 1000 Meter Höhe wachsen hier Weintrauben. Etwas oberhalb befindet sich ein Wasserspeicher, wahrscheinlich für die Reben. Der Jakobsweg führt heute über Viehweiden. Mein Pilgerführer warnt mich vor Kuhherden in Familienverbänden mit Stieren. Durch Stechwacholder geht es weiter bergauf.
Hier liegen schon erste Kuhfladen, aber Kühe habe ich heute noch keine gesehen. Bei einem Bach überquert der Jakobsweg die Straße. Ich beschließe, der bequemeren Straße zu folgen. Nach 2 Kilometern wird der Jakobsweg wieder auf die Straße treffen. Die 2 Kilometer ziehen sich, vielleicht wäre ich doch besser auf dem Jakobsweg geblieben. Schließlich trifft der Camino auf die Straße und nun geht es ganz offiziell auf der Straße weiter. Nach 1,5 Kilometer zweigt der Camino de Levante wieder auf eine Viehweide ab. Der Durchlass im Weidezaun ist dreifach gesichert. Anscheinend werden hier die besonders gefährlichen Stiere gehalten. Der Jakobsweg führt auf eine kleine Anhöhe hinauf zu einem Sitzplatz mit spektakulärer Aussicht. Es ist 1 Uhr und höchste Zeit für die Mittagspause. Als ich weitergehe, steht ein Stier auf dem Camino. Ach nein, es ist ein Pferd. Ich erinnere mich an die Pferde kurz hinter Escalona und beschließe vorsichtshalber, lieber umzukehren und ein Stück weiter der Straße zu folgen. Bald wechsle ich wieder auf die Weide. Gleich darauf stehen wieder Pferde auf dem Camino. Es sind mindestens 3 und die hecken doch was aus. Ich versuche von weitem auf mich aufmerksam zu machen, damit die Pferde nicht erschrecken, um Kurzschlussreaktionen seitens der Pferde zu vermeiden. Fertig. Guck mal. Natürlich können sie mich nicht verstehen. Guck mal da, ist jemand da. Fertig. Ja, hier hinter. Mit den Kuhglocken um die Hälse sehen die Pferde dann doch nicht so gefährlich aus. Und da sind sie nun, die Kuhherden in Familienverbänden mit Stieren, sogar die gefährlichen Schwarzen sind dabei und sie stehen mitten auf dem Camino.
Das ist mir nicht geheuer und ich denke mir, die paar Meter kann ich nun auch noch auf der Straße laufen. Kurz vor San Bartolomé de Pinares, auf dem höchsten Punkt der heutigen Etappe, hat man einen weiten Rundblick. Die letzten 2 Kilometer geht es 170 Meter hinunter nach San Bartolomé auf einem schmalen Sträßchen, wunderschön zwischen beeindruckenden Felsformationen. Laut meinem Pilgerführer befindet sich die Pilgerherberge in einem Nebengebäude beim Gemeindehaus, aber die Herberge ist vor einem halben Jahr umgezogen in die Calle de la Virgen, 200 Meter oberhalb des Rathauses. Also wieder zurück hinauf zum anderen Ende des Ortes. Der Herbergsvater zeigt mir die schöne neue Herberge. Er erzählt, dass sich für heute Abend ein weiterer Pilger angemeldet hat. In der Küche gibt es eine Mikrowelle, aber kein Geschirr. Offenbar war noch keine Zeit, um die Spüle anzuschließen. San Bartolomé de Pinares ist ein netter kleiner Bergort mit 560 Einwohnern. Vor dem Rathaus steht ein Brunnen mit der Statue des Eloy Gonzalo Garcia. Der spanische Kriegsheld lebte einige Jahre in San Bartolomé, bevor er 1895 nach Kuba zog, um im kubanischen Unabhängigkeitskrieg nach 18 Monaten an einer Darminfektion zu sterben. Später am Abend kommt der angekündigte Pilger, es ist Marc aus Belgien.
Er zeigt mir ein Foto einer üblen Blase an der Ferse, die er sich schon kurz nach Valencia gelaufen hatte. Er ließ sich die Blase bei einem Arzt versorgen. Als er seine Krankenkarte zeigte, sagte man ihm, die Behandlung sei kostenlos, weil die Abrechnung mit ausländischen Krankenkassen viel zu aufwendig ist. Später gehen wir gemeinsam essen. Es gibt Huhn, nicht ganz durchgebraten.